zuversichtlich im Unheil dieser Welt? Ich stelle das in Frage. Können wir zuversichtlich sein in einer Welt, wo der Pessimismus den letzten Optimisten erreicht hat? Die Klimakatastrophe ist längst nicht mehr eine drohende Gefahr, sondern schlicht Realität. Weltweit kollabiert die Sicherheitsarchitektur. In allen Kontinenten ist militärische Aufrüstung in vollem Gange. Die atomare Bedrohung ist gemäß Experten ernst zu nehmen. Ihrer Einschätzung nach sind die Diktaturen derzeit militärisch überlegen, was gemäß NZZ für den Westen ein Jahrzehnt der Verwundbarkeit bedeutet. Im Blick auf unsere Gesellschaft spricht unsere Bundespräsidentin Viola Amherd von finsteren Trends, die verheerend sind für die Lebensentwürfe der Menschen. Können oder dürfen wir im Unheil dieser Welt noch zuversichtlich sein? Unter welchen Bedingungen oder Voraussetzungen? Wir nehmen diese Frage mit und hören jetzt auf ein bekanntes Gleichnis von Jesus. Ich habe das da vorne schon auch in der Folie erraten. Das Gleichnis, das den meisten bekannt ist unter dem Titel Das Gleichnis vom Sämann oder wie es auch andere überschreiben mit dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Dieses Gleichnis, jetzt müsste die Folie weitergehen, geht sie aber nicht. Ja, hier haben wir es. Dieses Gleichnis besteht eigentlich in 3 Teilen. Man kann also auch davon sprechen, dass es literarisch in einer Trilogie verfasst worden ist. Im ersten Teil erzählt Jesus die Geschichte vom Sämann. Das ist also die Gleichniserzählung. Und dann im zweiten Teil geht Jesus auf das Problem seiner Jünger ein, die nicht wirklich kapieren und verstehen, warum Jesus überhaupt in Gleichnissen spricht und was er eigentlich sagen möchte dadurch. Und im dritten Teil geht es um die Deutung des Gleichnisses. Heute Morgen befassen wir uns mit dem ersten Teil der Gleichniserzählung Jesu. Markus hat sie als eine literarische Einheit gestaltet, die aus sich selbst heraus spricht und auch verstanden werden muss. Ohne dass wir gleich zum dritten Teil gehen, wo das Gleichnis gedeutet wird. Also, wir befassen uns heute mit dem ersten Teil und werden aber nicht den ersten Teil vom dritten Teil her interpretieren, sondern wir interpretieren den ersten Teil aus diesem ersten Teil selbst heraus, weil das eine literarische Einheit ist. In der nächsten Predigt, also in einer Woche, wenn ihr dann noch da seid, auch, dann werde ich gleich die 2 Teile zusammennehmen und dann gibt es eine zweite Predigt. Okay, da wisst ihr also mal, wie der Fahrplan ist, heute und nächsten Sonntag. Wir hören jetzt also auf das Gleichnis und die einleitenden Worte. Und wieder fing er an, am See zu lehren. Ist von Jesus die Rede. Und es versammelt sich so viel Volk um ihn, dass er in ein Boot stieg und sich dann setzte auf dem See. Und alles Volk war am Ufer des Sees. Jesus im Boot und das Volk am Ufer. Und Jesus, lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte ihnen in seiner Lehre: Hört, der Sämann ging aus, um zu säen. Und beim Säen geschah es, dass etliches auf den Weg fiel. Und die Vögel kamen und fraßen es. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde fand. Und es ging sogleich auf, weil die Erde nicht tief genug war.
Und als die Sonne aufging, wurde es versenkt. Und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen und die Dornen schossen auf und erstickten es und es brachte keine Frucht. Wieder anderes fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Es ging auf und wuchs und das eine trug 30-fach, das andere 60-fach und das dritte 100-fach. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Was für eine Geschichte. Sie beginnt positiv mit einer guten Tätigkeit, mit der Bewirtschaftung des Bodens. Hört, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Der Getreideanbau, damals in Palästina das Rückgrat der Landwirtschaft, war für die Nahrungsversorgung der Bevölkerung existenziell, lebenswichtig. Also die Tätigkeit des Säens im Dienst des Lebens war im Hinblick auf die zukünftige Ernte auch ein Ausdruck von Hoffnung. Wer sät, macht es auf Hoffnung hin, auf die Ernte, die er noch nicht sieht. Also das Säen auch Ausdruck von Hoffnung, wie auch Inbegriff für den Frieden. Kriegszeiten verhinderten den Getreideanbau. Dann machst du aus den Pflugscharen Schwerter, dann kannst du nicht mehr an die Ernte denken und an Säen. Also positiv, wenn wir säen können. Das heißt Leben, das heißt Frieden, das heißt Hoffnung. Nach diesem positiven Anfang wendet sich die Erzählung aber jetzt schnell ins Negative. Interessant, was den größten Teil der Geschichte ausmacht. Die Aussaat der Hoffnung wird in dreifacher Weise nicht nur gestört, sondern vernichtet, weggefressen durch die Vögel, verdorrt durch die Hitze und erstickt durch die Dornen. Fertig mit Zuversicht. Fertig. Fertig mit dem positiven Blick in die Zukunft. Schon kleine Ernteausfälle oder Missernten waren für viele der damaligen Kleinbauern, die einen Großteil der Erträge ihren Großgrundbesitzern abliefern mussten, existenzbedrohend, lebensbedrohend und führte viele in die Schuldknechtschaft und in die totale Armut. Also, das dürfen wir nicht überlesen. Das ist eine Katastrophe. Das war für die damaligen Zuhörer ein Schock. Ernteausfälle, das konnte man nicht verkraften. Also diese Geschichte, der größte Teil dieser Geschichte, negativ, dunkel, keine Hoffnung. Aber trotz Übergewicht am Negativen beendet Jesus seine Geschichte in einem einzigen Satz, total positiv, überraschend. Anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufging und wuchs. Und es trug bis zu 30 und 60 und 100-fach. Hey, was für ein Kontrast, der hier dargestellt wird. Dem dreifachen Verlust der Aussaat steht am Ende nicht ein Dreifacher, sondern ein 30-facher, ein 60-facher und ein 100-facher großer Gewinn gegenüber. Das ist wie Tag und Nacht. Zuversicht trotz allem Negativen. Frage. Nach dieser Geschichte ganz klar, ja. Ganz klar, ja. Aber gilt es auch für all die finsteren Trends in unserer Gesellschaft? Gilt es auch für das Unheil in dieser Welt? Wie schon gesagt, Jesus erzählt seine Saatgeschichte als ein Gleichnis. Das heißt,
seine Geschichte dient ihm als Vergleich zur Veranschaulichung eines bestimmten Sachverhaltes. Im nachfolgenden Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern über sein Gleichnis führte, auf das wir dann das nächste Mal eingehen, in diesem Gespräch wird dieser Sachverhalt ganz klar. Mit seiner Saatgeschichte illustriert und erklärt Jesus das Reich Gottes. Das Markus übersetzt wortwörtlich mit Gottes Königsherrschaft. Also es geht Jesus in seiner Geschichte um das königliche Regieren und Herrschen Gottes in seiner Macht, die allerdings radikal anders geartet ist als die Mächte, die in dieser Welt wirksam sind. Gottes Macht in seinem Reich ist eine heilsame Macht. Eine Macht, die Leben ermöglicht, Leben schafft. Eine Macht, die Leben heilt, Leben befreit, Leben aufbaut, Leben zum Gelingen bringt, Leben zum Blühen bringt. Im Gegensatz zu den gewalttätigen Mächten in dieser Welt, die Leben begrenzen, die Leben behindern, die Leben schädigen, die Leben auszehren und Leben zerstören. Zuversichtlich im Unheil dieser Welt? Frage. Ganz klar ja unter den Bedingungen des Reiches Gottes. Ganz klar ja, weil Gott regiert. Ganz klar ja. Darüber spricht Jesus in seinem Gleichnis. Und das ist darum auch mein erster und einziger Punkt in dieser Predigt. Nächsten Sonntag kommt noch Punkt 2 und Punkt 3. Also ihr müsst doch nächstes Mal kommen, weil ihr sonst nur die halbe Predigt hört. Zuversichtlich im Unheil dieser Welt, wenn wir hören und vertrauen, dass Gott regiert. Und mit dieser Welt, die im Unheil liegt, zu seinem Ziel kommt, zu seinem Heilsziel kommt. Gottes Heilshandeln in dieser Welt vergleicht Jesus mit der guten und hoffnungsvollen Tat eines Sämanns, der seinen Samen ausstreut. Nur schon das Bild zeugt von Leben, zeugt von Hoffnung, zeugt von Frieden. So ist Gott. Spannend, Gottes Reich in dieser Welt, in diesem Bild, manifestiert sich nicht wie ein krachender Paukenschlag einer gewalttätigen Machtdemonstration, sondern breitet sich aus im stillen und unspektakulären Wachstumsprozess, der seine Zeit benötigt und bis zur Ernte, zur Vollendung andauert. Das lernen wir in diesem Bild. Man kann von zwei Phasen des Reiches Gottes reden. Vom Anbruch des Reiches Gottes, wo gesät wird, und in einer zweiten Phase, wo es um die Vollendung geht, um die Ernte. Für die erste Phase des Säens aber gilt, Gottes Heilshandeln in dieser Welt ist keine geradlinige Erfolgsstory. Überhaupt nicht. Davon redet schon die Geschichte Israels, die in einzigartiger Weise Gottes Heilshandeln bezeugt, beschreibt, wie Gott angefangen hat, einzelne Menschen mit Namen zu rufen, wie Gott angefangen hat, zu ihnen zu reden und wie einzelne Menschen angefangen haben, auf Gott zu hören und auf Gott zu vertrauen.
kommt etwas durch, wie Gott handelt in dieser Welt, wie Gott ausstreut. Er beruft Menschen, die hören und die ihm vertrauen. Einer von ihnen, Abraham, hörte das auch immer wieder, wie Gott zu ihm redet und ihm versprach, ihn zu segnen. Das heißt, sein Leben unter dem Heilswirken, segnenden Heilswirken Gottes zum Gelingen zu bringen. Durch sein Leben Heil zu wirken, aber nicht nur in seinem Leben, sondern durch sein Leben und sein Vertrauen in Gott auch die Völker dieser Welt, die ganze Welt. Doch im Leben von Abraham, wenn wir da lesen, begegnen uns auch Zweifel, Versagen, Unglauben, Gott und seinen Zusagen gegenüber. Was die Fortsetzung von Gottes Heilshandeln schon in früheren Zeiten und in der ganzen Nachkommenschaft von Abraham im Volk Israel immer mehr in Frage stellte. Denken wir an die schwierige Vätergeschichte. Denken wir an die umstrittene Richterzeit, an die umstrittene Königszeit, die schlussendlich in der Katastrophe endete. Und Israel, das Heilsprojekt Gottes, von der Landkarte endgültig verschwand. Mit dem totalen Zusammenbruch des Volkes Israels, der Nachkommenschaft von Abraham, war Gottes Heilsmacht endgültig in Frage gestellt. Aber auch sein Heilsprojekt mit dieser Welt. Der Stoff, aus dem die Geschichte von Gottes Heilswirken geschrieben worden ist, besteht aus Konflikten, besteht aus Rückschlägen, besteht aus Versagen. Es ist eine Story von Unglaube, von Zerbruch und von Zerstörung. Das Verderben des Saatgutes im Gleichnis von Jesus illustriert das Schicksal des Volkes Israels, das in den prophetischen Schriften des Alten Testaments wie auch in den spätjüdischen Schriften immer bildhaft als Saatgut verstanden worden ist, das Gott aussät. Gott säte das Volk aus. Gott sät Menschen aus. Israel war ausgesandt. Eine Saat, die verdorrte. Eine Saat, die zerbrach. Wenn wir heute nach dem Heilswirken Gottes in dieser heillosen Welt fragen, drängt sich uns eigentlich die brennende Frage auf, die man sich schon damals im Volk Israel gestellt hatte. Ist Gottes Mission zum Segen für sein Volk und für diese Welt gescheitert? Ist Gott zu schwach, um sich in dieser heillosen Welt durchsetzen zu können? Bitte, warum so viele Rückschläge? Warum so häufiger Leerlauf? Warum das breite Versagen? Warum Streit und Zerbruch auch in der Kirchengeschichte? Das ist keine Erfolgsstory. Warum dieser Zerbruch, das Versagen auch im Leben von uns Christen? Der Glaube an den Gott, den einen Gott, der sich uns in Jesus Christus geoffenbart hat, ist in den letzten 60, 70 Jahren in der westlichen Welt dramatisch zurückgegangen. Das müssen wir einfach einmal klar zur Kenntnis nehmen. Wir sind eine ganz kleine, verschwindende Minderheit in unserer Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die Gott nicht kennt und die wir auch nicht erreichen. Wir müssen es realistisch sehen, der Anteil der bekennenden Christen als die kleine Herde, wie Jesus sie einmal bezeichnet hatte, bewegt sich weltweit schon immer im einstelligen Prozentbereich. Trotz vielen Glaubensaufbrüchen
und großen Erweckungszeiten in der Geschichte. Die große Reformation hat unsere Gesellschaft wesentlich durchdrungen. Aber wo bitte sehr stehen wir heute? Der Protestantismus, der ist in einer totalen Krise. Da ist nichts mehr da. Auch gesellschaftlich nichts mehr da. Wo ist diese Saat? Ist Gott zu schwach? Warum wird Gottes Saatgut immer wieder von den Vögeln weggefressen, von Trockenheit und Hitze verdorrt und durch Dornen erstickt? Warum geschieht mit dem, was Gott wirkt? Warum geht das kaputt? Ich weiß nicht, ob ihr solche Fragen habt. Mich bewegt das. Das lässt mich nicht in Ruhe. Warum triumphiert in dieser Welt das Böse? Die Gewalt, das Unrecht, Streit, Lieblosigkeiten, die auch vor den christlichen Gemeindetüren nicht Halt machen. Ich kenne viele Gemeinden, da sieht es schlimm aus, weil sie nicht aufhören können, miteinander zu streiten und auseinandergehen und sich spalten. Es ist zum Heulen. Gottes Heilshandeln im Unheil dieser Welt, wo? Bitte sehr. Wie kann da noch Zuversicht aufkommen? Welche Antworten haben wir darauf? Die Antwort gibt uns Jesus paradoxerweise gerade in diesem Gleichnis. Denn, und das ist das Entscheidende, Gottes Heilsgeschichte ist ja mit dieser Schadensbeschreibung noch gar nicht zu Ende erzählt. Die zweite Phase der Vollendung, der Ernte, steht noch aus. Das letzte Kapitel ist ja noch offen. Darüber hat Gott schon das Volk Israel durch die Propheten Zacharia, Jeremia, Hosea wissen lassen, dass Tage kommen werden, wo er sich in seinem Erbarmen seinem Volk wieder annehmen wird und es wieder aussehen wird. Zacharia 10,9, Jeremia 31, Hosea 2. Gott hat durch seine Propheten das Volk wissen lassen, es kommen Zeiten, da werde ich mich über euch erbarmen und ich werde euch wieder aussehen. Und wenn Jesus da von einer 30, 60, 100-fachen Frucht redet, dann lässt er uns ins letzte Kapitel seines Heilshandelns blicken. Ich kann jetzt natürlich die Frage stellen, die kritische Frage, ja gut, aber ist dieser Ausblick in die Zukunft, wissen wir noch nicht, ist das nicht einfach eine Utopie? Machen wir es uns da nicht so einfach, bauen wir da ein Luftschloss, schöne Gedanken, wo wir das wünschen. Die Hoffnung der 30, 60 und 100-fachen Frucht, ihr Lieben, ist keine Utopie, sondern gründet in einem realen, geschichtlichen Geschehen in dieser Welt. Und zwar im Heilshandeln Gottes in seinem Sohn Jesus Christus. Wir dürfen uns an sein Wort erinnern, dass er, Jesus selbst, im Hinblick auf sein Sterben geredet hatte. Wisst ihr, was er gesagt hat? Hat er von Frucht geredet, von viel Frucht. Wahrlich, wahrlich, darauf könnt ihr euch verlassen. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Jesus hat von seinem eigenen Sterben und von seiner Auferstehung geredet. Gottes Aussaat in dieser Welt, das Leben und Sterben von Jesus Christus und seine Auferstehung, wächst und reift in und für diese Welt zu einem 30, 60 und 100-fachen Gewinn, den wir jedoch in unserer gegenwärtigen Saatzeit des Heilshandelns noch nicht sehen können. Nochmals, unsere gegenwärtige Saatzeit geht einher mit Tränen. Doch auf die Tränen folgt das Ernten
mit Freuden. So sagt es uns die Bibel. Man kann hier sagen, wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Am Ende von Gottes Heilshandeln in dieser Welt ist all das, was die Vögel gefressen, was verdorrt und was erstickt ist, alles, was in unserem Leben auch schiefgelaufen ist, alles, was in unserem Leben auch zerbrochen ist, hinfällig. Das Gleichnis vom Sämann macht deutlich, Gottes Schlussabrechnung am Ende seiner Heilsgeschichte schließt nicht mit Verlust ab, sondern mit einem riesigen Gewinn. Gottes Heilshandeln schließt nicht mit einem Verlust, sondern mit einem riesen Gewinn ab. Das verdeutlicht Jesus in seinem Gleichnis. Denn Gottes Heil in Jesus Christus wird die ganze Welt schlussendlich mit seinem ganzen Reichtum erfüllen, wie die Propheten im Alten und Neuen Testament geredet haben. Ich lasse die Bibel dazu reden mit 3 Beispielen. Und ich möchte betonen, das ist nicht meine Meinung. Das sind Aussagen der Bibel in Bezug auf das Ende. Psalm 22, Vers 28 bis 30. Spannend, ein Psalm, den Jesus am Kreuz auch gebetet hatte. Ich denke, dass er diesen Blick vor sich hatte, was ihm Kraft gegeben hatte, diesen Weg zu gehen. Da steht, an allen Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen. Ich freue mich auf diesen Moment. So viele Menschen haben noch keine Einsicht. An allen Enden der Erde wird man zur Einsicht kommen und die Menschen werden zum Herrn umkehren. Das wird kommen, ihr Lieben. Alle Völker werden sich vor dir, Herr, niederwerfen. Alle Völker. Und dich anbeten. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über alle Völker. Vor ihm werden niederfallen alle Großen der Erde. Vor ihm die Knie beugen alle, die in den Erdenstaub gesunken sind und wer seine Seele nicht am Leben erhalten konnte oder kann. Selbst die Toten gehören dazu. Jesaja 61, Vers 11. Denn wie die Erde ihr Gewächs hervorbringt und der Garten seine Saat sprießen lässt, so lässt Gott, der Herr, Gerechtigkeit sprießen in einer ungerechten Welt. Gerechtigkeit sprießen und Ruhm vor allen Nationen. Noch ein neutestamentlicher Prophet, Johannes in Offenbarung. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum, ist keiner ausgeschlossen, hörte ich mit Einstimmen und Rufen Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. In dieser Zuversicht äußerte sich der große Schweizer Theologe Karl Barth in einem Telefongespräch, das er einen Tag vor seinem Tod im Dezember 1968 mit seinem Freund Edward Terneisen, das war auch ein Theologe, geführt hatte. Wir hören darauf, wohlverstanden, vor 55 Jahren hat das Karl Barth gesagt. Ja,
die Welt ist dunkel. Aber nur ja, die Ohren nicht hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking oder in Iran. Wir können hier noch weitere Beispiele anfügen. Es wird regiert, nicht nur in diesen Ländern, die uns Angst machen, sondern es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich, auch in den dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt. Gott lässt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns und uns alle miteinander nicht. Ihr Lieben, es wird regiert. Es wird regiert, darum sieht es so trostlos in dieser Welt aus, so trostlos. Aber was wir nicht sehen, dass von ganz oben regiert wird. Und darauf dürfen wir vertrauen. Gottes Heilshandeln durch Jesus Christus wird letzten Endes zu einer Erfolgsgeschichte. Im Unheil dieser Welt, in den Misserfolgen, in den Rückschlägen, im Scheitern und Versagen, auch in deinem Leben, in dieser Welt, in deinem Leben, in deiner Familie, vielleicht auch in deinem beruflichen Umfeld oder im gemeindlichen Umfeld. In allem Scheitern gilt, dass Gott regiert und sein Reich, seine Herrschaft, sein Heil in und mit dieser Welt zum Ziel bringt. Ich möchte beten. Lieber Herr, wir danken dir für dein Wort, das uns Mut macht, das uns Hoffnung gibt, das uns Zuversicht schenkt im Blick auf alles, was in dieser Welt und vielleicht auch in unserem Leben schief geht. Wir danken dir, dass es eine begründete Hoffnung gibt und die liegt in dir, Jesus Christus. Ich bitte dich für uns, dass du unseren Blick frei machst und dass wir unsere Häupter erheben zu dir. Von dort wir das Heil erwarten. Wir danken dir, dass du regierst von ganz oben her und dass du in Kontrolle bist mit dieser Welt und dass du mit dieser Welt zum Ziel kommst. Wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Du bist verlässlich, hast dein Leben dafür gegeben. Danke vielmals. Stärke unser Vertrauen in dich. Amen.